Servus, Glück auf und herzlich willkommen zur weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Heimspiel gegen den FSV Mainz 05. Ich weiß gar nicht, 15. Spieltag oder was? Spieltag 15, ja. Ja, 2:1 gewonnen. Hart umkämpfter Sieg würde ich es nennen. Erste Halbzeit war gar nichts von unserer Seite, wirklich gar nichts. War Mainz klar besser in meinen Augen. Hätte Mainz da ein bisschen schlauer zu Ende gespielt. Haben jetzt nicht so die Masse an Torchancen gehabt, weil sie bis zum 16er gut gespielt haben. Danach haben sie es verdaddelt, aber hätten sie da klarer gespielt, ja, hätten wir locker 3 Stück kassieren können müssen. Ja, Upamecano, ersten 20, 25, halbe Stunde, extrem schlecht. Extrem schlecht. Gefühlt nicht einen Zweikampf gewonnen. Ganz komisch, wieder so, weiß ich nicht. So hektisch irgendwie, nicht die Ruhe gehabt. Ich erinnere mich da noch an eine Szene, wo dann Hernandez auf seiner Seite auftauchen musste, um den Zweikampf zu gewinnen. Also sehr, 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 sehr schlecht. Musiala war defensiv stärker wie Tolisso. Das sagt auch viel aus über den Tolisso, seine Leistung. Ja klar, er hat das 1:1 super vorbereitet, super Pass. Ansonsten, ja, war Tolisso ja, für mich nicht gut. Zweite Halbzeit war ein bisschen besser, ja, war verdiente Auswechslung. Ja, keine Ahnung, ich habe es gerade schon gesagt, wenn Musiala defensiv stärker ist wie ein Tolisso, sagt das alles aus. Ja, Tolisso ist jetzt auch kein Sechser. Ich denke, da sind wir uns eigentlich alle einig. Ja, aber ein bisschen mehr muss da kommen einfach, ja. Also, ja, zweite Halbzeit war es besser von ihm, keine Frage. Auch schon gegen Ende der ersten Halbzeit, aber trotzdem, also ganz schwierig. Ansonsten Spiel, denke ich, klar. Wie gesagt, Mainz war erste Halbzeit klar besser. Wir hatten gar keine Ideen. Mainz hat uns hoch angelaufen, womit wir jetzt, ja, nicht so die Probleme hatten, dass wir Ballverluste hatten oder sowas, aber wir sind dadurch gar nicht erst richtig ins Spiel gekommen. Und hinten war Mainz überall dicht. Über Außen war entweder ein Coman immer 1 gegen 2, 1 gegen 3. Davis genauso. Aber selbst wenn wir dann versucht haben, über die Mitte zu spielen, war die Mitte halt auch komplett dicht. Wir haben es halt nicht hingekriegt, mal über rechts zu kommen und dann kurz vorm 16er das Spiel auf die linke Seite zu verlagern, komplett durch den Diagonalball. Oder auch schon vorher, so 15 Meter hinter der Mittellinie, dass wir dann den Diagonalball schlagen zum Verlagern. Das hat gar nicht geklappt heute und daher war, ja, egal über welche Seite oder ob wir es durch die Mitte versucht haben, es war immer dicht. Mainz war immer im Zweikampf, Mainz war immer am Mann dran, auch in der zweiten Halbzeit noch. Aber dann hat man ganz klar gesehen, ja, die Kräfte sind geschwunden bei Mainz, ja, muss man so sagen. Die haben erste Halbzeit alles rausgeballert und da auch verdient geführt, meines Erachtens nach. Aber zweite Halbzeit haben wir es dann besser gemacht. Wir haben es besser in den Griff gekriegt. Wir haben natürlich dann auch ein bisschen mehr Räume gekriegt. Wir haben es dann auch mal hingekriegt, die Mainzer mal 20 Minuten in die eigene Hälfte zu drücken. Ja, und dann war es zwangsläufig, dass die Tore fallen. Ja, klar, wir haben jetzt auch nicht die riesen Torchancen gehabt. Wir haben auch so bis zum 16er ganz gut gespielt. Aber Flanken waren unter aller Kanone, egal wer sie geschlagen hat. Ob Coman, ob Pavard, ob Davis, die waren alle scheiße. Ja, alle Ecken, die wir geschlagen haben, ja, eine war ganz gut. Ansonsten waren die Ecken auch Mist. So mancher Spieler sollte vielleicht mal Kopfballtraining machen. Dann hätten wir vielleicht heute auch schon vorher mal 1, 2 gute Torchancen gehabt. Aber wie ich schon sagte, man kann den Jungs das auch nicht übel nehmen. Ja. Wir spielen alle 3 Tage, dann kommt da halt ein Gegner, der ausgeruht ist, der fickerig ist, der gallig ist, der die Zweikämpfe voll annimmt, der uns auf den Füßen steht. Ja, und dann ist es ein schweres Spiel einfach, ne? Muss man ganz klar so sagen. Und von daher, ja, sind wir hochzufrieden, würde ich sagen. Jetzt mal irgendwie die Luke zumachen.
Ja, wie gesagt, also ich bin zufrieden damit. Ähm, denke am Ende des Tages auch verdient aufgrund der zweiten Halbzeit. Wobei wir uns hätten halt auch nicht beschweren können, wenn wir zur Halbzeit irgendwie 2 oder 3 Tore drin gehabt hätten und dann hätte Mainz den Sieg auch verdient gehabt, weil das hätten wir definitiv nicht mehr aufgeholt. Äh, hätten wir heute ein zweites kassiert, wären wir mit 2:0 hinten gewesen, wäre es das gewesen. Ja, vielleicht hätten wir noch ein 2:2 gespielt, aber die Energieleistung hätten wir auch nicht mehr drin gehabt. Man hat das heute schon gesehen. So ein Sané war dann auch nach 60 Minuten einfach leer. Ja, hat man gesehen körperlich. Upamecano war gefühlt von Minute 1 an leer. Ganz schwierig reingekommen ins Spiel, auch viel gepumpt, immer zwischendurch. Geht zum Ende hin hat er das gut gemacht, ja. Stand viel besser, konnte die Bälle ablaufen. Hat auch mal einen oder anderen Zweikampf gewonnen und auch mal vernünftig angenommen. Das war okay. Aber erste Halbzeit ganz, ganz schlecht. Wer mich wieder positiv überrascht hat hinten, war der Pavard, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob bei ihm einfach ein Schalter umgelegt ist oder was. Wie gesagt, das letzte Spiel war schon gut, heute war es auch gut. Hat mir sehr gut gefallen, ist öfters auch mal nach innen gerückt, aber auch außen. Er hat da die Zweikämpfe mal angenommen, ist nicht nur immer hinterhergelaufen. Wobei ich natürlich da auch wieder sagen muss, Kingsley Coman heute wieder. Ja, der überragende Spieler, ja, nach vorne sowieso mega stark heute, auch nach hinten, ja. Was er selbst, ja, 50 Meter Sprint nach hinten sich angetan hat und das nicht nur einmal heute. Und dann hat es ein paar Wahlen natürlich auch ganz, ja, nicht einfach, aber einfacher, wie es sonst ist, mit dem Gnabry auf der Seite. Das haben wir in der zweiten Halbzeit nach der Einwechslung von Gnabry dann auch auf der linken Seite gesehen, ja. Es ging alles über links. Warum? Weil ein Gnabry einfach stehen bleibt. Ganz ehrlich, Gnabry, Note 6, Alter. Also, wir machen das anders. Wir gucken erst in die Statistiken, dann gehe ich mal auf die Spieler ein, bevor ich mir jetzt hier in Rage rede auf den Gnabry. Aber das war echt lächerlich wieder, diese Leistung. Also nach der Einwechslung, also. Junge, hoffentlich wird dein Vertrag nicht verlängert und du verpisst dich, Alter. So viel kann ich dir schon mal mit auf den Weg geben, ey. Lächerlich, Leute. Aber gucken wir erst in die Statistik und dann kriegt der Gnabry gleich sein Fett weg. 64% Ballbesitz zu 35, Abseits 1,3, Fouls 19, da hat sich nicht viel, haben wir uns nicht viel getan. Zweikämpfe, ja, aufgrund der zweiten Halbzeit, da waren wir halt einfach besser in den Zweikämpfen. Erste Halbzeit haben wir definitiv nicht mehr Zweikämpfe gewonnen gehabt. Schüsse aufs Tor 8,4, Schüsse insgesamt 20,8, Ecken 7,2, angekommene Pässe 610, 260. Wenn man das jetzt so liest es sich eigentlich eindeutig. Das Spiel war aber nicht so, wenn man es gesehen hat. Ja klar, zweite Halbzeit war super dominant von uns, gar keine Frage. Hätten wir halt auch mehr aus den Situationen machen müssen, aber erste Halbzeit war halt genauso Mainz dominant, ne? Schüsse insgesamt, Coman 3, Pavard 1, Müller 1, Torschussvorlagen Pavard 1, Tolisso 1. Gewonnene Zweikämpfe, Coman 13, Upamecano 10, Lewandowski 8. Ballkontakte, Pavard 133, Upa 112, Davis 93 und gefolgt worden schenken wir uns. Levi überrascht mich hier gerade ein bisschen, muss ich sagen. Upa hat viele Zweikämpfe geführt. Gerade zweite Halbzeit hat er auch viele Zweikämpfe gewonnen durch Ablaufen und so. Da war es echt gut, aber erste Halbzeit war es ein Graues beim Upa. Warum auch immer, fragt mich nicht. Aufstellung, ja, Neuer heute souverän, hat sich gar nichts zu Schulden kommen lassen, nicht einen Fehler gehabt. Hat die 2 Kullerbälle gehalten. Ja, beim Tor konnte er nichts machen. Beim Tor sah natürlich auch Tolisso wieder mega schlecht aus, wenn er schon mit einrückt. Sollte er vielleicht auch mal mit hochgehen. Aber gut. Pavard war für mich stark heute. Hat ein gutes Spiel gemacht. Wirklich eine 2 assistieren. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Fonsi war heute nicht ganz so gut. Viele Bälle vertändelt, viele technische Fehler. Ich denke, man hat auch gesehen, dass da ein bisschen die Luft raus ist von der Physis her. Klar, hat es immer noch ganz gut gemacht, hat auch immer noch viel versucht und so weiter. Aber ja, der schlechte 3, denke ich, ist er ganz gut mit bedient. Upa dasselbe, will ich auch eine schlechte 3 assistieren. Zweite Halbzeit war es besser, wobei man sagen muss, dass Mainz halt auch nicht mehr so viel Power hatte, zweite Halbzeit. Aber erste Halbzeit, gerade die ersten 25 Minuten, unterirdisch, was der Upa da im Zweikampf teilweise gezeigt hat. Da hat er echt viel Glück gehabt teilweise. Also sehr schwierig. Hernandez war souverän wie immer. Man hat ihm heute aber auch ein bisschen angemerkt, dass er
ja, dass ihm so ein bisschen die Frische fehlte. Nichtsdestotrotz im Zweikampf rigoros, wie wir ihn kennen. Aber dafür so im Spielaufbau und so nicht ganz so konzentriert wie sonst. Aber will ich auch eine 3 geben. Müller war auch richtig schwer reinzukommen im Spiel. Viele Fehlpässe am Anfang, hat mir gar nicht gefallen. Umso länger das Spiel, umso mehr er reinkam, umso mehr er sich reingefeilt hat, wurde er immer besser. Würde ich eine gute 3 attestieren. Tolisso würde ich eine 4 geben. Ja, zweite Halbzeit und Ende, erste Halbzeit war es ein bisschen besser, aber vorher war das gar nichts defensiv. Ja, und man kann mir nicht erzählen, dass Musiala als der defensivere Part eingeplant ist auf dieser Doppel-6 und er war defensiv stärker wie Tolisso erste Halbzeit. Also, und auch zweite Halbzeit teilweise. Ja, das sollte alles aussagen. Klar, der Pass war mega stark von ihm, die Torvorbereitung, aber ja. Ansonsten viel Schatten meines Erachtens nach. Musiala will ich eine 2 geben, mega Spiel gemacht, wie ich vorhin schon sagte, viele defensive Zweikämpfe auch gewonnen. Ich allein an das eine Dribbling vom eigenen 16er aus denke, wo er da dann ein bisschen Pech hatte. Das Tor war natürlich mega stark. Ja, der konnte nur da reingehen, wo er wirklich hingeschoben hat. Ja, an dem werden wir noch sehr viel Freude haben. King auch eine 2. Ja, King war bester Spieler auf dem Platz heute von uns. War noch einen Tacken besser wie Musiala, wo es eine andere Posi ist, aber ja, das Engagement, was er einfach an den Tag gelegt hat, ja, genauso wie Musiala halt, das hat mir bei vielen heute gefehlt. Viele haben es versucht, wie ein Davis, wie ein Uppa, wie ein Hernandez, wie auch ein Müller, da hast du gesehen, so ja, da fehlen einfach die Körner. Das hat man einfach gesehen, deswegen haben wir uns auch schwer getan, ins Spiel reinzukommen. Und wo wir dann zur Halbzeit gemerkt haben, ja, das reicht so nicht mit den Körnern, die wir gerade investieren. Wir müssen jetzt mal den Reservegang rausnehmen und mal alles raushauen, was noch drin ist. Ging es ja dann auch. Aber bei manchen hat mir das heute auch ein bisschen gefehlt. Coman vorbildlich, wirklich vorbildlich. Nach vorne, nach hinten, Alter, was der gerannt ist und in welchem Speed und mega stark. Bester Mann heute bei uns. Sané würde ich auch eine 3 geben, eine etwas schwächere 3 vielleicht, aber ja, man hat ihm heute einfach angemerkt, dass er ist überspielt. Ja, der Jaco ist leer, dasselbe bei Levi lief gar nichts zusammen, deswegen hat es mich gerade gewundert, dass er dabei gewonnene Zweikämpfe steht. Weil gesehen haben wir ihn gefühlt gar nicht. Ja, gut, zweite Halbzeit mal ab und wann, wenn er sich mal extrem hat fallen lassen oder sowas. Sonst hat er heute den Haaland gemacht. Ist mehr dadurch aufgefallen, dass er abgewunken hat, dass er gemeckert hat. Ja, er hat heute nicht so die Bälle gekriegt. Man muss aber auch sagen, dass er ja auch nicht in den Positionen war, dass man ihn mal hätte anspielen können. Er wurde gesucht, teilweise. Ja, die Flanken waren unterirdisch heute, gar keine Frage. Auch die Anspiele auf ihn durch die Mitte, wo 2-3 Mal dann noch abgefangen wurde vom Mainzer. Oder wo der Pass nicht sauber gespielt war. Ja, dann verstehe ich schon, dass man da mal ein bisschen angefressen vielleicht ist. Aber diese Reaktionen, die er gezeigt hat, haben mir gar nicht gefallen und gehören sich auch nicht. Das finde ich ein bisschen respektlos den anderen gegenüber, weil die haben sich alle den Arsch aufgerissen. Ja, die Konzentration war teilweise oder ist teilweise nicht mehr so da, weil einfach die Frische fehlt. Aber so ein paar Aktionen hätte der Levi sich heute schenken können, meines Erachtens nach. Ja, da muss er halt nochmal einen Tacken mehr Gas geben. Ne? Fertig. Da muss er mal besser stehen. Dann kriegt er auch mal die Bälle, aber teilweise hat er dann auch den Ball eigensinnig versucht, da irgendwas, anstatt ihn einfach direkt weiterzuspielen und sowas. War heute so ein bisschen teilweise im Spiel so ein bisschen der beleidigte kleine Junge, so kam es rüber. Und ja, das erinnert so ein bisschen an alte Zeiten und das kann er sich ganz schnell wieder abgewöhnen. Hat mir nicht gefallen. Ne? Ansonsten, ja, Levi war für mich heute nicht wirklich präsent. Ja, wenn man die Zweikampfwerte sieht, hat er auf jeden Fall die Innenverteidiger gebunden, keine Frage. Von daher, ja, ich würde sagen, eine 3 minus. Aber ja, eine Chance hat er nicht wirklich gehabt. Ein Kopfball, ja, der dann genau für Mitte ging. Ansonsten konnte er sich aber auch nicht in Szene setzen. Ja? Und das muss man dann nicht einmal nur seinen Mitspielern in die Schuhe schieben. Ob er das tut, ist eine andere Frage.
Aber durch diese Aktion, die er auf dem Feld gezeigt hat, mit dem Abwinken und so weiter, impliziert man das. Und das kann man sich meines Erachtens nach halt einfach schenken. Ja, wie immer spielt das Intro ab. Ja, zu den Einwechslungen. Niklas Süle, ja, kein Fehler, ganz souverän. Benoten werden wir das nicht bei den paar Minuten. Tanguy auch ganz, ganz easy. Kopfbälle wieder gewonnen. Ja, ich hätte ihn gerne auch mal als den Sechser gesehen, den defensiven Part. Mit Musiala davor. Weil Musiala hätte noch mehr Freiheit nach vorne. Weil Tanguy ist defensiv halt schon starker. Da auf der Posi, finde ich. Auch Zweikampfverhalten war okay. Gnabry, ja, Gnabry wäre der Einzige, den ich benoten würde, Alter. Gnabry war eine Schande. Wirklich eine Schande. Man wird eingewechselt bei 1-1 als offensiver Spieler und zeigt dann so eine Leistung. Klar, wenn man einen scheiß Tag hat oder wenn man gerade nicht die Form hat, alles gut. Ja, spricht ja gar nichts dagegen. Sieht man bei Müller, sieht man beim Levi und so weiter, sind viele, die aktuell nicht die Form haben. Aber er hat halt einfach keinen Einsatz gezeigt. Ja, klar, nach vorne hin rennt er immer. Ja, da müssen wir uns nichts vormachen. Nach hinten hin war das 0 heute. 2, 3 Mal hat er dann den Alibi-Sprint gemacht über 10 Meter und ist dann stehen geblieben. Alter. Ach, Fonsi, lauf mal, ne? Wird schon schief gehen. Keine Ahnung, fand ich, ja, also man hat gesehen, Sané muss ausgewechselt werden. Keine Frage, der war einfach platt. Mit der Einwechslung von Gnabry hat er sich heute definitiv nicht empfohlen. Also, und auch nicht mehr beim Stand von 1:1 eingewechselt zu werden. Dann kannst du lieber irgendeinen Tillmann einwechseln oder sonst irgendeinen Amateur. Ja, er war eigentlich mehr eine Gefährdung, dass wir noch ein Tor kassieren, als dass wir ein Tor erzielen. Bin ich ganz ehrlich. Das war noch nicht mal 10% vom King, was King nach hinten gearbeitet hat. Also verstehe ich nicht diese Einstellung, Alter. Diese Einstellung ist ein Witz. Ja, vielleicht hat er keinen Bock mehr, bei unserem Verein zu spielen. Vertragsverlängerung stocken und so. Dann soll er sich verpissen, Alter. Ganz ehrlich, dann soll er sich verpissen, dann soll er aber nicht mehr aufgestellt werden. Weil so eine Leistung grenzt teilweise an Arbeitsverweigerung, ganz ehrlich. Das ist alles nur so Alibi-Scheiße. Ja, ich laufe jetzt mal ein bisschen nach hinten. Ach ja, dann bleibe ich stehen, weil ich bin ja offensiver. Da soll er sich mal angucken, was ein Sané macht und was ein Coman 90 Minuten lang gemacht hat. Da muss man sich doch schämen, wenn man ein Spieler auf dieser gleichen Position ist und dann nichts nach hinten macht. Verstehe ich nicht. Aber ich denke mal, der Nagelsmann wird es auch gesehen haben und der Gnabry saß heute nicht umsonst auf der Bank. Ja, da müssen wir auch mal ganz klar sagen. Und der wird im nächsten Spiel auch auf der Bank sitzen. Es sei denn, einer von Sané oder der Coman sieht fit aus. Es sei denn, Sané ist irgendwie so platt, dass er unbedingt eine Pause braucht. Aber ansonsten wird der Gnabry, ist ja ganz klar aktuell hinten dran, hinter beiden. Marc Rocker hat es für mich wieder sehr gut gemacht heute. Wie gesagt, mir gefällt die Spielweise. Ich habe auch den Kommentator nicht verstanden, wo ich dann höre, ja, jetzt kommt der Rocker rein, der ist ja physisch jetzt nicht so auf Tolisso sein Level. Alter, was ist los? Wer heute die Zweikämpfe von Tolisso wieder teilweise gesehen hat, ja, da war wieder teilweise so, nee, da gehe ich jetzt doch mal lieber besser nicht rein, weil es könnte wehtun, ich könnte mich verletzen. Habe ich beim Rocker nicht gesehen. Und ballsicher, den kannst du jederzeit anspielen. Das ist egal, ob der gepresst wird von 3 Leuten. Und das auf der Position, da hast du, das ist wie Alonso so ein bisschen, ne? Da hast du nie das Gefühl, so, der verfällt in Panik oder kann den Ball nicht wieder zurückspielen oder nicht weiterspielen, selbst wenn er von 2 Mann umgeben ist. Das hast du bei ihm halt einfach nicht. Gar kein Problem, spiel ihn an, Arschlecken. Ne? Und das gefällt mir sehr gut. Das hast du beim Tolisso oder auch beim Kimmich. Jetzt nichts gegen Kimmich, ja, aber beim Kimmich hat das auch, der da auch ein bisschen Probleme hat, wenn er gepresst wird. Und das hat so ein Rocker halt gar nicht. Deswegen war er heute der perfekte Mann für die Posi. Hat sehr gut gemacht, hat die Bälle verteilt, hat sie fallen lassen. Und ja, ich hätte ihn gerne auch mal 3, 4, 5 Spiele mal über 90 gesehen. Wie er sich dann entwickelt und so. Ne? Das ist natürlich sehr schwer für ihn. Ist jetzt auch nur in der Verlosung, weil halt Goretzka, Kimmich und Sabitzer weg sind. Aber
ja, was ich ein bisschen schade finde eigentlich. Haben mir schon letztes Jahr gefallen gehabt, aber hat einen schweren Stand bei uns leider, ne? Glaube auch nicht, dass sich das irgendwie ändern wird. Warum auch immer, kann ich nicht wirklich beurteilen. Ähm, Ich fand die Leistung heute okay. Ja, ansonsten 2-1 gewonnen. Dortmund hatte ja noch ein bisschen glücklich, kurz vor Schluss. Ich weiß nicht, wie das Spiel war, wie die Statistiken aussehen. Vielleicht haben sie auch 90 Minuten gedrückt oder was. Ähm, Haben sie 1-1 gespielt in Bochum. Ich wollte es tippen, konnte ich natürlich nicht, weil immer, wenn ich gegen Dortmund tippe, gewinne die Dortmunder. Von daher hatte ich ein 3-1 oder so getippt für Dortmund. Kann ich hier noch nicht mal zu mir eine Tabelle einblenden oder was? Nur den Spieltag? Wow, FC Bayern-Seite läuft bei euch, ne? Ach, hier. Können wir uns ja nochmal reinziehen zum Abschluss. 6 Punkte vor jetzt, sieht es natürlich schon wieder sehr, sehr gut aus. Von daher sieht man, wie wichtig der Sieg dann heute auch war, ne? Und mit 6 Punkten vor. Wir haben jetzt noch 2 Spiele, klar. Aber wenn wir das halten, ne? Und für mich persönlich war das heute das schwerste Spiel von den 3, die wir noch haben. Wir spielen jetzt noch in Stuttgart und dann zu Hause gegen Wolfsburg. Wolfsburg ist ja aktuell gar keine Form. Die haben dann natürlich wieder nichts zu verlieren und so weiter, aber ja, da sehe ich jetzt auch nicht so die Qualität. Und Stuttgart, ja, Stuttgart hat es aktuell auch schwer, aber ist gerade wieder so ein bisschen im Aufwind. Aber für mich war Mainz schon der schwerste Gegner von den 3 und gut, wir haben viel Glück gehabt, muss man auch so sagen. Erste Halbzeit war es schwierig, hätte ins Auge gehen können. Da waren wir nicht gut, allen voran Upa und die defensive Mitte mit Tolisso war gar nicht vorhanden gefühlt. Aber es ist gut gegangen, wir haben 2-1 gewonnen, Arbeitssieg, dreckiger Sieg. Ja, hätten uns aber auch nicht beschweren dürfen, hätten wir es irgendwie nur unentschieden gespielt oder so. Aber haben wir nicht, von daher alles gut. Und wie gesagt, man darf auch nicht die Leistung aktuell so hochhängen, habe ich in den letzten beiden Talks auch schon gesagt. Und auch bei den nächsten beiden Spielen. Wenn wir sie irgendwie gewinnen, Arsch lecken, tun wir das. Dann gehen wir in die kleine, aber verdiente Pause. Ich denke, auch beim Levi hat man gegen Barca gesehen, hat man heute gesehen, dass er nicht die geistige und vielleicht auch körperliche Frische mehr hat. Ja. Dass er will, hat man gegen Barca gesehen, hat man heute gesehen, der Ehrgeiz, das Abwinken und so weiter. Zeigt halt schon, dass man den Ehrgeiz hat. Aber er war heute einfach nicht so. Ja. Und auch gegen Barca war er nicht so, wie er sonst ist. So die Frische und die richtigen Zehen antizipiert und sowas. Ja, und dann, wenn so ein paar Prozente fehlen, ne, dann reicht es halt einfach nicht mehr gegen so Mannschaften dann halt. Meiner Meinung. Gut, das soll es aber gewesen sein heute. Kurz und schmerzlos. Was heißt kurz? Sind auch schon wieder 23 Minuten schon wieder verquatscht. Wie immer, lasst mir gerne eure Meinung da. Ich bin zufrieden. 2-1, alles tutti. 6 Punkte vor Dortmund. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Haut rein. Bis nächste Woche Mittwoch. Mittwochabend spielen wir. Also spätestens Donnerstag. Wer Bock hat, schaut wieder rein. Tschüssi.